Und auch hinter der Fassade geht es um Spiegelungen. Bei diesem Gemälde um Spiegelungen auf dem Wasser. Ein kostbares Bild? Schön ist es jedenfalls. Es erzählt einfach die Geschichte von so einem Flussufer. Man hört das Wasser gluckern in den alten Bäumen. Man hört die Wellen, wenn ein Kahn vorbeifährt. Das ist einfach schön. Und wir freuen uns auch jeden Tag dran. Wir wollen auch nur wissen, wie viel es wert ist. Verkaufen wollen wir es auf gar keinen Fall. Das bleibt bei uns hängen. Was schätzen Sie denn, was es wert sein könnte? Es gab ein Bild, das ist für 2.500 € versteigert worden, ein anderes für 9.500, irgendwo dazwischen. Oder jemand sagt, es ist 500.000 € wert, dann verkaufen wir es. Hallo, guten Abend. Guten Abend. Ja, Abendstimmung. Ja. Ja, Abendstimmung. Paris steht auch dort, das muss also die Seine sein. Ja. Winter ist es Das auch ist die noch. Seine, Und ja. es steigen Nebel über dem Fluss auf. Ja. Und diese lichten Nebel, wie man sie in Paris immer wieder erlebt, wo ja der Himmel besonders hell ist und dadurch Lichtstimmungen entstehen wie nirgendwo sonst auf dieser Welt. Und auch deswegen sind Impressionisten immer wieder in die Umgebung von Paris gezogen, um sich zu inspirieren lassen von dieser Transparenz des Lichts und der Atmosphäre. Wo haben Sie das Bild her? Das ist aus meiner Familie. Aus der Familie? Ja, ja. Das, Immer das schon hat- in der Familie gewesen, nicht? ja, also sozusagen immer schon. Also von mein Großvater hat es wohl mal gekauft, der Ja. war vermögend. Und Ja. das ist eins der wenigen Reste aus der Gemäldesammlung. Okay, ja. Und was ich noch erzählen wollte, die Radierung, die habe ich sogar gefunden im Internet, die wird mit 1907 datiert. Na, dann sind wir- Und das kommt, ich weiß nicht, ob er es hinten nicht sogar auch draufgeschrieben hat. Und das kommt halt in die Zeit, wo er als Das war das- Stipendiat in Paris war. Ja. Ne? Man muss sich vorstellen, so wie in den 80er, 70er, 80er Jahren München ein Zentrum der Malerei Ja. war, so war dann in der Folge durch den Erfolg der Impressionisten und so weiter natürlich Paris für alle europäischen Maler ein Sehnsuchtsort besonderer Art. Also wir sollten zuerst einmal sagen, es handelt sich um den Maler Walter Zeisig, nicht? Ja. Und es handelt sich um eine, muss ich sagen, sehr ungewöhnliche, weil sehr wagemutige Komposition der Ansicht eines abendlichen, winterlich-abendlichen Seine-Motivs in Paris. Die Gewagtheit der Komposition, die Art der Komposition lässt das Bild auch ziemlich genau datieren. Das muss irgendwann im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts entstanden sein. Und ist eine sehr erfolgreiche Komposition auch, nicht? Ich denke, der Zeising war ja auch Grafiker und eine seiner erfolgreichsten Grafiken war eine ganz ähnliche oder fast die idente Seine-Ansicht, mit der er sich selber bzw. kopiert hat, bzw. aus seiner Bildfindung dann auch ein Geschäft gemacht Er hat. war 2-3 Jahre nach Paris gegangen, Ja. natürlich vorrangig, um dort andere Maler zu studieren, um zu sehen, wohin die Richtung geht und diese besondere Atmosphäre von Paris zu genießen, die nur schwer zu beschreiben ist, wo jeder etwas gewinnen konnte. Hier ist es, Magritte hat ein Gemälde mal genannt, L'Empire de Lumière, das Kaiserreich des Lichts. Und hier sind es verschiedene Lichter, das ist dieses opake Licht vom Himmel her, dann das reflektierte Licht des Wassers, in dem sich dann aber auch wieder die künstlichen Lichter der Laternen und der elektrischen Birnen spiegelt, die sich dann zu einem Gefüge zusammenbauen. Dahinter steckt auch der unglaubliche Einfluss, den Monet mit seinem Bild L'Impression hatte. Das ist 1870 gemalt, zeigt eine Insel an der Seine, zeigt die Lichtverhältnisse dort. Und genau das ist auch hier das Thema. Obwohl interessanterweise stilistisch es viel weniger von Paris und französischer Malerei beeinflusst ist, sondern eher von Malern wie Gotthard Kühl, diese deutsche Ausformung eines sehr flächenbetonten Impressionismus. Und was mir aber gut gefällt, ist, dass er trotzdem diesen eigenen Malcharakter behalten hat und sich jetzt nicht irgendeinem französischen Maler verpflichtet gefühlt hat, sondern diese sehr jugendstilische, mit der Vordergrund, mit den braunen Bäumen, die da wie ein Scherenschnitt über den Himmel drüber hängen und mit dem Blick auf das Wasser und auf den Hintergrund, also durchaus jugendstilische Elemente zum Einsatz gebracht. Das ist ein Gemälde völlig ohne Fehl und Tadel und ein Juwel der Malerei dieser Epoche. Ja, und ganz was Nettes ist auch, wenn Sie schauen, oberhalb der Signaturen Paris, da ist so eine Art Fetzen.
Ich denke, das ist ein Mantel. Ja, Ich habe gedacht, das ist ein Mantel und der Spazierstock. Ja, das ist eine Art Fetzen oder identifizieren es als Mantel. Und was ist es? Es ist der Beweis, dass der Maler dort steht, sich ausgezogen hat und gemalt hat. Ja. Er bringt sich selber ein bisschen ins Spiel, weil die Position natürlich eine durchaus ideale ist, um es zu malen und zu sagen, warum er da ist. Abgesehen davon hat er es gebraucht. Stellen Sie sich vor, der Mantel wäre nicht dort, wäre dort unten ein bisschen was Leeres. Ja, das stimmt. Schönes Bild, wirklich schönes Bild. Also ich gratuliere, hat einen sehr dekorativen Eindruck auch. Der Rahmen passt ganz gut, ist ein bisschen verstaubt, den sollte man ein bisschen, den sollte man vielleicht ein bisschen reinigen. Das Bild haben Sie reinigen lassen, stimmt's? Ja, haben wir. Zum Preis durchaus 5.000 bis 7.000 €. Ui. Absolut. Ja. Schön. Zu viel? Ich meine, ich Nein, sage auch 4 bis 6, wenn Sie wollen, aber 5 bis behalt's. 7. Ja, Ich behalt's. okay. So. Das Ich ist liebe es. auf jeden Fall der Preis. Danke fürs Zeigen. Danke. Auf Wiedersehen.